Wie das Pietje Pater war ist, vom Pietje selber erzählt. Eine Geschichte vom Pater Balduino Rambo. Heute tun wir das zweite Kapitel lesen, wie das Pietje auf die Welt kam ist. Eben anfängt, will ich euch mal schnell etwas erklären. Der Pater Rambo hat ein moselfränkischer Hunsrückisch gesprochen. Ich spreche aber ein rein fränkischer Hunsrückisch. Deswegen habe ich paar Wörter in der Geschichte ein bisschen adaptiert, aber kein Wort ist getauscht worden. Wollen wir dann jetzt anfangen? Wie ich schon gleich am Anfang erzählt habe, hat dem Pietje sein Leid in St. Bay gewohnt. Das waren Schnees, wie die anderen Schneese auch sind. Die nächsten Nachbarn vom Grumperemetz waren der Alt Sarich. Warum die Leute so spaßige Namen hatten, das du nicht an seinem Platz sahen. Der mächtig Bastian, der Meckerlich Michel, der Alt Harrejasses, der Alt Grinshannes, der Bonsing, der Alt Wascht und der Alt Septemberwetter. Das waren alles arg katholische Leute. Keiner hat gestohlen. Nur der mächtig Bastian, wovor sein Hochzeit Mulle drüber war und noch immer mit Geil gehandelt hat die Leute hier und da ein bisschen geschummelt. Aber das war die Leute selber schuld. Sie Herren sollen besser aufpassen. Keiner hat der andere totgeschlagen. Oder der Alt Grinshannes ist arg leicht besgebt und hat ein Grin gespautzt vor Wut und immer gleich mit der Relie draufgehauen. Aber das ist doch davon gekommen, weil er immer Kopfweh hat und auch an Kopfweh gestorben ist. Keiner hat gesoffen. Nur der Alt Sarich hat manchmal so Turche angeredet, dann ist er mit dem Pappler heimgekommen. Aber das war der Alt Sarichs Schuld, wo immer so schrecklich daheim rumkommandiert hat, dass der Alt Sarich es ledig war und in die Wände geriet ist. Überhaupt, der Alt Sarich seine Familie, die war nicht so, wie sie sind sollte. Aber davon will ich später noch paar Stückchen erzählen. Der Septemberwetter war ein bisschen gemütlich und hat viel unig am Käsebaum im Schatten gelegen und die Arbeit hat ihm schlecht geschützt. Der Alt Wascht, der Bonsing und der Harrejasses, die haben sonntags Nachmittag immer beisammen gehuckt und einer schlimmer gebrost wie der andere, aber sie haben's nicht geglaubt. Der Meckerlich Michel war, wenn er bei der richtigen Komponiere kam ist, ein schlimmer Kadermobbers, aber er hat nie mehr wie 10 Mil verloren. Die Fräulein haben hier und da ein bisschen geratscht oder sich mal gehörig verschämt. Die großen Buben haben sich einen Sonntag ewig der anderen ein bisschen verklopt. Die Schulenbuben waren so jede Woche einmal aneinander. Aber sonst konnte man nicht sagen, dass St. Bay nicht ein gut katholisch begabt gewesen wäre. Wie die St. Bayer Kapelle gebaut war ist, da haben sie all tief in die Säckel gegriffen und ganze Putscher Geld auf den Tisch gelegt. Beim Volkfest, wo der Pater Vigario gemacht hat, wie sie den Grundstein gelegt haben, hat der Alt Sarich 50 Mil für eine Flasche Schnaps geboten, wo versteuert war ist. Und wie abends der Pater gefroht hat, für was er dann so schepp gehen tät, sah er nur, Pater Vigario, alles war unser Kirch. Jeden Monat war der Pater 3 Tage in St. Bay. Dann ist er freitags mittags gekommen und ist bis montags mittags geblieben. Dann hat er beim Alt Bonsing gewohnt, weil dem sein Haus gerade neben der Kirche gestanden hat. Und am Alt Bonsing sein Schwang war schon lange Jahre fort studieren. Über 10 Jahre war er schon nie mit daheim gewesen. Aber seine Mutter, der Alt Bonsing sein Katrin, hat ihm jeden Monat einen Brief geschrieben. Und der Schwang hat jeden Monat geantwortet und jedes Jahr ausgerechnet, wie lange es noch dauert hätte, bis er Pater wäre. Wie das Pietje auf die Welt kam ist, da hat gerade der Schwang noch einmal geschrieben. Es derweil nur mehr 5 Jahre fehlen, bis er fertig wäre. Seine Mutter, der Alt Bonsing sein Katrin, hat den Brief mit auf den Kindcheskaffee gebrungen, wo der Grumperemetz für sein Pietje gehalten hat, und hat ihn der andere Fräulein vorgelesen. Da hat dem Pietje seine Mutter ganz heilig gedenkt. Ich wollte mein Pietje det auch Pater werden. Und das war der zweite Teil von der Geschichte. Wenn's dann gern gehört und gelesen hast, los dein Like. Gleich komme ich mit dem dritten Teil.
Dann sei sicher, dass du den Kanal unterzeichnet hast, so tust du das nicht verpassen. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und vergiss nicht, mich auf Instagram zu folgen. Dankeschön und bis bald.